Hoi und willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast von Swiss German Online. Heute reden wir über etwas, das wir täglich erleben und trotzdem häufig zu wenig darüber nachdenken. Unser Geschmackssinn. Ich bin Katrin und präsentiere euch den Text von Nadja, unserer Schweizerdeutsch-Lehrerin der Konversationsgruppe. Und ich freue mich mega, dass ihr dabei seid. Unser Geschmackssinn ist einer der 5 Sinne, die uns die Welt um uns herum so richtig spüren. Er erlaubt uns, unser Leben zu geniessen. Wir werden uns darin vertiefen, wie wir Geschmäcker wahrnehmen, was für verschiedene Geschmacksrichtungen es gibt und wie sich die auf unsere Erinnerung und unsere Gesundheit auswirken können. Schnappt ihr ein Gutzli oder ein Stückchen Schoki und lasst gut zu. Dann schreibt die ein und mach mit in unserer Diskussionsgruppe. Es wird spannend. Los geht's! Geschmäcker sind verschieden. Unsere Zunge brauchen wir neben dem Reden auch beim Essen und Trinken. Sie macht es möglich, unsere Lieblingsgerichte oder Getränke zu schmecken. Also mit dem Geschmackssinn zu schmecken. Das liegt daran, dass auf der Zunge Geschmackspapillen sitzen, also kleine Erhebungen, die verschiedene Geschmäcker wahrnehmen. Mit unserem Geschmackssinn können wir unterschiedliche Geschmacksrichtungen erkennen. Die 4 bekanntesten sind süß, sauer, bitter und salzig. Zusätzlich kann unsere Zunge aber auch Umami, also würzige und herzhafte Lebensmittel schmecken. Die Wahrnehmung der einzelnen Geschmäcker findet auf der gesamten Zunge statt. Dass es Geschmackszonen auf der Zunge gibt, also dass man süße Speisen zum Beispiel nur an der Zungenspitze schmecken kann, ist ein Irrtum. Das scharfe Gefühl im Mund beim Essen von Chilis oder der frische Geschmack von Menthol kommen hingegen nicht von unseren Geschmackspapillen. Dabei werden Wärme- bzw. Kälterezeptoren aktiviert. Das bedeutet, dass es sich für deine Zunge anfühlt, wie du etwas Heisses oder Kaltes gegessen hättest. Ich habe mich mit dem Geschmackssinn ein bisschen auseinandergesetzt, als ich an der Hotelfachschule war. Vor allem in der Weinkunde war es ein Thema. Zum Degustieren muss man nämlich die verschiedenen Sinne erkennen und man beschreibt einen Wein mit Geschmacksrichtungen. Zum Beispiel kann ein roter Wein fruchtig sein und nach Früchten wie Krise oder Erdbeere, aber auch nach Schoki oder sogar nach etwas Herbem wie Peperoni schmecken. Man kann das üben, aber natürlich gibt es speziell gute Degustanten, die eine besonders feine Zunge haben. Und schlussendlich gibt es auch Abweichungen, weil jeder Mensch subjektiv etwas anders empfindet. Nicht jeder hat zum Beispiel saures oder bitteres Essen gern. Und es gibt solche, die nicht ohne Süßes leben können, und anderen ist es total egal. Ich habe viele verschiedene Geschmäcker gern. Ich bin also nicht so neusig oder gschneusig. Mein Partner ist etwas empfindlicher und hat zum Beispiel Gurken und Pilzli nicht gern. Dafür liebt er Chili über alles und kann sehr scharf essen. Ich wiederum vertrage nicht zu viel Schärfe und wenn er kocht, muss er aufpassen, nur ein bisschen Chili zu brauchen. Und du? Welche Geschmacksrichtung hast du am liebsten? Sauer, bitter, salzig, süß, Umami? Was ist eigentlich Umami? Hast du schon von Umami gehört? Der neue Geschmack ist erst seit dem Jahr 2000 international anerkannt. Hast du eine Geschmacksrichtung gar nicht gern? Welche Lebensmittel hast du nicht gern? Kannst du scharf essen? Bist du schon mal an irgendeiner Degustation gsi? Erzähl. Würdest du sagen, du hättest eine empfindliche oder eher eine robuste Zunge? Bist du neusig oder gschneusig oder schneiderfräsig oder wählerisch oder heikel, was das Essen anbelangt?
Hast du gern würziges Essen oder hast du es lieber relativ einfach gewürzt? Stört es dich, wenn das Essen zu fad ist? Gibt es ein bestimmtes Essen oder Getränk, das in dir besondere Erinnerungen weckt? Ich freue mich auf eine besonders angeregte Diskussion und wünsche dir alles Gute. Bis heute Abend. Mach's gut. Tschüss.